Alvana, ik zie Bill Killer. Ik zie hier van Bolivia, hier bij Lebenswasser im Studio ben. En ik freue mich, dat ik hier kon zijn. En ik freue mich, dat ik toe die reden kon hier van jou. De thema is, heeft te doen met Jemeenschoft. En wo haben wir Gemeinschaft? So, wir haben hier, wo wir können Frieden haben mit Gott. Wir haben hier, wo wir können in Gemeinschaft sein, an unser Heim, mit unser Ehe, unsere Kinder, unsere Jugend. Wir haben hier, wo Jugend und sich kann bei der Gemeinschaft haben. Und wir haben hier, dass wir an der Kirche uns fehlt, die Gemeinschaft, dass wir hier in so tun, hier kämpfen können. Nu, dit wil ik reden, de thema, de Überschrift hier für dit Part ist dann frei zum Dein. Wenn wir diese Gemeinschaft ist alle am Platz haben, wir können die verstehen, wir merken die mehr, dann wo wir an, dass die Gaven, was Gott uns gegeben hat, wir sind nu frei zum unsere Gaven brücken. Ich vergleiche das diese Weise. Wenn du eine Duif beobachten lässt, eine Duif ist ein von den stromsten veel wat de vliegen doen. De stroomste weg zum vliegen. Er zijn nog eentje van de hoofdjes en odlers, die ook zeer smak vliegen. En wanneer je een duif neemt in bezit voor die vliegen, die vliegen die kloppen en met 2 of 3 maal klop, klop, klop. En dan zijn die weg, met schwung. En die kan zo zendelijk zeer stroom vliegen. Dat is zeer stroom, wanneer ik dat een machine aan, ik meen niet een machine, maar dat is een tier, dat is een vogel, waar de zeer stroom vliegen kan. Wanneer je de duif hebt en die deed je een klootje aan, dan deed hij niet. Maar wanneer je die uit een klootje, wanneer je dat haak opmerkt, of dat klootje opmerkt, wanneer die eruit komt, die vliegt weg. Wie moeten kan zijn, de duif zijn goof als vliegen. Dat is niet am klootje zijn, is niet de ihre goof. Dat kost je zijn, God heeft die zo gemerkt, dat hij zeer stroom vliegen doen. Nu wil ik dat vergelijken met onze gooven. Wanneer du een goof hast, en du hast den Vertrauen mit den Menschen, wo du mit taub bist, dann wird die das Klotje geht op und dann kannst du fliehen. Unsere Gaven, das sind Sonne, was uns gegeben sind zum Dein, und das geht uns schein. Wir sind frei gelassen zum Dein. Ich habe mal in einer Kolonie, da weiß ich noch, wenn wir zum Präge gewählt wird, da wird mir gesagt, dem hat es getroffen. Das ist nicht so. Uns hat das nicht getroffen. Wir haben die Freiheit gekriegt zum Dein. Und so das für mich wird eine sehr große Offenbarung, dass mir das klar wird, dass Dein ist in losgelassen. Das ist nicht eine Last. Wenn du eine Arbeit hast, eine Kirche, eine geistliche Arbeit, oder sogar die Arbeit bei deiner physischen Arbeit, wenn die dazu fällt, dass es bloß eine Last, dann sollst du vielleicht was anderes sehen zu tun. Wir sollen keine solche Dinge tun, die uns interessieren. Und wann das auch Arbeit ist. Ich will was andere Vers lesen von Lukas 4. Und Lukas 4, da ist, wo Jesus, der kommt nach Nazareth, und der, das seine Hüs schaut, lass mir das lesen. Das sagt, dann ging Jesus, ging nach Nazareth, wo abgefasst wird, und Sabbat ging in die Judenschule lernen, so als das gewarnt wird, und stand ab, zu lesen. En am wordt de profeet Jesaja zijn schrift gegeven, en als hij dat buik opmerkt, vond hij de steed waar het zo is dat geschreven staat. En dat is wat hij lezen net van Jesaja. Den Herrn zijn geest, als het ruht op mij, wil hij heeft mij gewählt, de armen dat evangelium te predigen. Ik wil hier een klein beetje houden. Wanneer Jezus opstond en zei, en los dat hier, den Herrn zijn geest, de ruht op mij, hij meint wirklich zich. Deze Prophezeiung is krijgt nu jede Erfüllung. Und ich stelle mir vor, die Menschen da an der Judenschule, die wurden dann den Müll abgegangen und wurden gehört haben, ist das, was er hier sagt? Dass er ist der, wo Jesaja von gesagt hat. Und aber das ist so, er hat die Armen das Evangelium zu predigen. Das meint nicht die Menschen, die mit wenig Geld haben, das meint die, die arm im Geist sind. Und er hat mir geschickt, die mit einem gebrochenen Hart zu heilen. Und wir weten das von so vielen Menschen, die alle geheilt sind worden, nicht so. Die vastgenomen zu predigen, dass sie frei und los sind. Habe ich auch zu führen gesehen. Menschen, die dann sehr verbunden waren und verschiedenste Ungewohnheiten des Alkohol und verschiedenste andere Dinge, die sind sehr versklavt waren und gebunden, die sind frei gemacht. Und die los sind, die blind gesagt haben, dass die sein können. Geistliche Seite sind viele Menschen, wo viele von uns sind nicht blind gewesen, mit einmal der Geist ging open und kann sein. Und die ungedreckt sind, frei zu stellen. So nu, wat dan is nu een vrouw.
die haben die gebruikt Hort geheilt, was dann? Was wollen diese geheilte Horten, was wollen die dann? Wir lesen hier in den folgenden Zeichnissen, wo die Menschen geheilt haben, die sind von 20, 30 Jahre alt. Okay, was wollen die dann die nächsten 50 Jahre dann? Mit einem geheilten Hort. Was soll dann mit die? Die wird da ins Versklavt werden und alle Sorten dumme Dinge. Die sind frei. Okay, was nu mit die? Was werden wir dann nu mit die losgelassen? Die sind losgelassen, los zu was? No wat sollen die losgelassen. Die Blinge, die kann nicht sein. Okay, die sind Strom bei ihm. Ist dort alles zu was du sein wirst? Aber no wat wirst du? Zu was wirst du sein? Wo dann wirst du sein? Und da wollen die Menschen, die ungedreckt sind, frei zu stellen. Wir haben so viele Menschen, die sind ungedreckt waren, und die sind frei gekommen davon. No wat sind die frei gekommen. In der letzten Vers sagt Jesus, und zu sein, dass Gott sein Gnadenjahr gekommen ist. Weißt du, was liegt? Das Gnadenjahr. Es krijgt nu hier. Krijgt nu erst das Gnadenjahr hier. Je sind frei gemerkt. Je sind seinend gemerkt. Je sind losgelassen. Krijgt u dat. Te wat zijn we losgelassen? Ik las het in een van de andere sessions van Jeremia 29 vers 11. Gott zei, ik heb me de goed uitgedacht, zegt de Heer. Wat ik voor jullie gepland heb, dat is vrede en erfolg. En niks schoden, ik wil jullie de toekomst en de hoop niet geven. Dat is de toekomst voor die. Dat is niet, je hast die nu bekeerd en nu zijn we voor de eeuwig van nu leven bloos bij de hemelsster wordt opgaan. No. We gaan de arbeid te doen, we gaan dingen te doen, we zijn am kampf, we gaan hier de vijand. Kijk, wat is die nog en woon, en dit kampf je zo doen, wat was du in den kampf doen? Bist du, wat van soldaat bist du? Waarom heeft God die losgemaakt? Wat van de oorzaak bist du losgelaten worden? En de Epheser vers 1 lezen we dit. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, sagt Paulus, krijg ik jullie aan, leef zo, dat het daarmee stemt, waartoe God jullie beroepen heeft. Tot wat heeft God die beroepen? Ik vraag veel mensen ervoor dat hij beroepen heeft, en die zeggen, ik weet niet, wat is mijn golf? En we hebben in ons Mennonitentum, ik weet niet, de instituten zijn vielleicht beter als andere, maar im Großen und Ganzen, ons wordt zeer weinig geleerd van wat mijn golven zijn. En wanneer irgendwer sagt, ich glaube, ich kann eine Gabe nicht, dann wird ihm noch gesagt, die pocht damit. Und das ist nicht so. Weil wir unsere Gaben, weil wir dem mal rückgeben, was wir feilen unsere Gaben sind, das meint nicht, dass ich dann das Beste sehe. Ich kann eine Gabe für eine Predigt bringen. Aber das meint nicht, dass ich der Beste sehe. Aber ich kann eine Gabe. Sind da Menschen, die besser kennen? Sie, die kennen Menschen, die besser sind. Aber das ist nicht, dass wir uns meinen, und wirst der Beste. Dat fehlt ook gewoon. Best je goed aan, of niet? En zo we doen wat immer we voor een goven hebben, dat is, en dan moeten we ons nog even. Ik vraag voor muzikus, ik vraag een maal, wat een zeer schön piano spelen kunnen aan zich werk. En ik vraag die, hoe lang hast du geëifd, om zo schändlich smak piano spelen? Wel, ze wist niet. Wel, ik wil me die mama vragen. Die wil me dat vielleicht zeggen. Zo, ik vroeg haar mama, hoe lang heeft die dochter geëifd, dat hij zo piano spelen kon? Wel, die zei, die had van 6 jaar, dan had hij er allemaal op boven geklingerd. Wie er ganz een oulend geworden. Die klingert. En die had allemaal waren. Die had daar niet bloß 100 stand, die had er 1000 stand, had hij bij een piano gezeten en had geëifd. Nu kon die smaak. Hast du 100 oder 1000 Stunden die Gove geëifd? En wanneer niet? Doe maar. Dan moet die Gove mal even, die wordt goed worden aan. En zo, we zijn niet van de Tür goed, we hebben van de Tür, wat God ons gegeven heeft, hij heeft ons Goven gegeven, maar dat meint nog niet dat we dan al voets 100% goed zijn. Dan gaan we ons dat leren. Zo in Epheser 4, daar lezen we wat de atelier van de Goven zijn. In Epheser 4 vers 11, waar ik een beetje lezen, dat zegt, zijn Goven wären deze. Laat me hier een klein beetje stilhouden. Wanneer Paulus zegt, dit is wat God zegt, zijn Goven wären deze. So an deze gemeente hier, wo wir hier nu zitten doen, deze Goven zijn hier, die heeft God al gegeven. Die niet die wordt gegeven, die zijn al hier. Dat is wat hij hier zegt. Dat is al zo geschreven als dat is al geworden. So wanneer je deze Goven, je leven je handen niet, die zaten krak en jullie banken, door zaten die baan. Willst dat wat het hier zeggen. Deze Goven wären deze, dat hij een je als apostel, een je als profeten, een je als evangelisten, een je als hoord en een je als leraars aanstellen leiden. Wanneer ik die wil vragen, hij je apostelen in jullie werk? Wel,
nee, wir haben nicht keine Apostel. Die Paulus wie ein Apostel. Einzig sein, dass wir bloß die 12, was die Apostel sind, sind keine Apostel mehr. Aber ich glaube nicht, dass Paulus dat die was meint. Dat Wort Apostel mir ist interessant. Die haben dort mal in der Bibel geschrieben, die haben das keinmal übersetzt. Das ist ein hebräisches, ja, das ist ein hebräisches Wort. Pardon, dat is een Griechische woord als dat. En zo, maar de apostel dat meint endlich bloß so, na, der is geschickt, om de gewisse arbeid te doen. Dat is wat het woord meint. En zo, ons wordt van Lekzion Alberta, zijn we ruit geschickt, om in Bolivien nu arbeid te doen. En wat het woord meint, wird wie kan zijn dat ik zie een apostel. Ik wil niet die titel hebben, dat zie ik niet nu uitnomen. Maar ik zie geschickt, nu arbeid te doen. En dat is wat de woord apostel meint. Hij je mensen en jullie kerk, wat je uitgeschickt hebben, naar arbeid te doen. Niet manchen, ongewenst, naar arbeid te doen. Dat noemt zich apostel. Hij je zonen, wat je niet hebt, die zetten door in jullie kerk. De nächste zijn profeten. Okay, wir haben nicht mehr Propheten. Wir haben da, und weißt du was, das ist mir wichtig. Wir haben in unser unser Mennonitentum für die letzten 200 Jahre, wir haben zu unseren Propheten gesagt, Gott muss bitte sieht, bis ruhig, sieht bis still, das ist nicht nötig, dass die hier reden. Und dort haben wir als Mennoniten getan, nicht nur bloß ich, dort haben unsere Vorväter das auch für sehr viele Jahre getan. Ein Prophet ist der wird abstehen in Frauen, stellen Frauen, und einmal sind die Frauen uns nicht möglich. Wenn wir in der Kirche, wo wir sein, der ist 20 Jahre alt, von das erste Jahr bis das 20. Jahr, wir sind von hier bis dort sind wir gekommen. Und wenn wir wollen diese Weg gegangen, das ist was wir sind gegangen, dann die nächsten 20 Jahre, da wird die stripplich weggehen. Und dann ist die Frau, ist das, wo ihr hin will. Und dann, einmal muss wir sagen, well, nee, das ist nicht, wo wir hin wollen. Aber wir würden vielleicht sagen, wir haben die ersten 10 Jahre haben wir gut abgegangen, in den letzten 10 Jahren haben wir mit drauf gegangen. Und dann, wenn wir das direkt noch gehen, dann kommen wir doch an, ist das, wo wir hin wollen. Well, nee, okay, dann wirst du was machen mit da. Das ist was Propheten wollen. Ich würde nicht so diese Weg verlegen. Das ist ein Haus, das ist ein kleiner Junge, der ist 3 Jahre alt, der kriegt auf die erste Trappen ab und hopst drauf. Oh, das geht schön. En de mama die dat afwaschen, die kijkt met 1 Euro met wat dat kleine jong deed. En die knapt op de tweede trap op en die hopst daarop. Oh, dat gaat nog schijner. En ze passen met op wat hij deed. Die knapt op de derde trap op en hopst daarop. Oh, dat kittelt al zeer. En ze passen op wat hij deed. Dan zit ze, die knapt op de vierde trap op en dan zegt ze, kleine jong, die worst die steden. Dat is een profeet. Die sagt dat wat er wordt aangaan. Die sagt, dat gaat niet in de rechte richting. We willen hier wat moeten met doen. En we gaan zijn mensen en onze verzameling, wel we brood genoeg, om zijn komt mal her, wel we mal zegt ons mal wat je denken doen. Dat is een persoon wat een aanzicht heeft, wat in de toekomst kan komen, wanneer we deze weg doen. En dat wil we vragen, wil we dat niet zijn. We hebben evangelisten, die weten wat dat zijn. En evangelisten hebben we ook, zelf we ook aan het werk gaan. En eenmaal zijn die ook een beetje wat te vinden. We hebben hoord. En hoord is, dat heeft te doen met een schophoord. Op Spanisch hebben we dat een beter woord voor, als een pastoor. Dat meint een schophoord, dat is wat het meint. Hebben we zo'n persoon aan onze kerk, wat nu de kranken oppassen. Niet meer bloß de kranken, de schop op de weide, die worden goed voeder gaan, dat die worden goed weid gaan, dat die niet voor in je voor zijn. Dat is wat een hoord is, die is de alle maakt. En dan hebben we nog leraars. Aber das sagt wieder, in den selben Tag sagt er, das deed hij all Gott seine Kinder zum Christendienst reit zu merken. Zu wat? Reit merken. Wie es ein paar Kapitel later sagt er, zu laat, tragt ihn das Geschirr ab, zu man nicht recht. Wir merken unsere Menschen reit, dass wenn wir die erst an den Kampf so tun, dass die reit sind, zum Kriegen. Die sind zum Reden. Wir haben eine Stadt, wo wir haben sollen. Und so das ist, wo der Christus sein Körper, das ist die Gemeinde gebaut wird, aber wir alle zu einer Einigkeit am Glauben und Erkenntnis an Gott sehen kommen, dass wir vollständige Menschen werden und so weiter. Redet dort an die Epheser, aber in 1. Korinther 12 redet auch von solchen Dingen. Lass mich da ein paar Vers lesen. Das sagt in 1. Korinther 12, Vers 4, da sind verschiedene Gaben, aber da ist ein Geist. Da sind verschiedene Diensten, aber da ist ein Herrn. Da sind verschiedene Sorten Kraft.
Aber du hast bloß ein Gott, der alles in allem wirkt. Das ist ein Heilige Geist, was uns leiden hat an all diese Dinge. Hör mal nur den 7. Vers. Das ist eine wichtige Vers, das sagt, dass dort, wo der Geist in jedem wirkt, als dort gegeben, dort allem zum Nutzen deinen soll. Meine Gaven sind für den Nutzen und deine Gaven sind für mich zum Nutzen. Meine Gaven sind nicht hauptsächlich für mich zum Nutzen, die sind für die zum Nutzen. Das wird Paulus geschrieben, und ich glaube, das so wie besser verstehen, dass unsere Gaven sind zum anderen. Und wenn, weißt du was, wenn wir anderen können, und wenn die Kosten anderen Menschen sehen sind, das wird uns auch scheinen. Dann sind wir auch gesehen. En 1. Korinther 12, dat zijn verschillende gaven wat hij door abreden heeft. Daar redt hij ook van 1. Korinther 12, vers 28. En je meent haft God eerstens apostelen. Haft. Dat zegt de waarde, dat is al geworden. En wanneer die niet weten dat je zijn staat gaan, de haft hij over je geeft. Je had er nog niet richtig rein, aber der haft er gegeven. En zo zijn de apostelen, zijn profeten, zijn leerders, zijn wonderwerken, er zijn de gaven zum heilen, er zijn helper, er zijn verwalter, er zijn verschillende spreken en al deze dingen. Aber dan zegt hij in de laatste vers in den Kapitel, en ik wil hier de laatste vers im 12. Kapitel lezen, en de eerste vers in de 13. Kapitel. Dat 13. Kapitel nennen we immer das Live-Kapitel. En du hast dat ändert sich door het kapitel. En ik geloof dat zullen niet zijn. Laat me dat deze weg lezen. De 31. vers streeft ernstlich naar de hechere goof en ik wil je nog een betere weg wijzen. Wanneer ik met mensen of met Engels spreken reden kan en op een niet live houd, dan wie ik niets meer als een bimmel of een kleine schaal. Deze gooven, die worden alle uit live worden gebracht. Wanneer niet live toe is, en dat zegt alle niet. Die kan zo goed zingen, of spelen, of wat immer predigen, zo goed als wat die was. Wanneer dat niet uit live komt, dat nutzt ons alle niets. Laat me sluiten met Isaiah 43, 18 en 19, besonders de 19e vers. Hij zegt deze wat die profeet Jesaja zegt, aber denk niet bloos van dat wat je was is, en red niet bloos van dat wat er weer. Wils, nu waar ik wat niet doen. Hoort maar her. En die leven, en die kerk, en die Jemeenschoft, zegt hij, wils nu waar ik wat niet doen, dat komt al over deel. Als je dat niet klaar, ik merk in het weg, durch de wildnis en de riviers, en de het land. Dit is wat hij wil in die leven doen, dat wordt hem voor niet nemen. En dit is wat hij zegt, ik merk een weg, durch de wildnis, en merk riviers, en dat dreie al land. Dat is wat hij voor die doen kan.